Jetzt hallo miteinander. Ihr kennt doch alle an Silvester das Bleigießen. Wir machen das bei uns anders. Wir machen Knäpflegießen. Und zwar nehmen wir einen relativ flüssigen Knäpfleteig und leeren den ins kochende Wasser rein. Der muss relativ flüssig sein, so wie der, damit der einfach plastischer ist und einfach kreativere, fantasievollere Figuren gibt. Ich zeige euch das gleich. Jetzt passt mal auf. So, das Wasser kocht schon, beziehungsweise siedelt, aber das lange ja. Jetzt nehmen wir den flüssigen Teig, da haben wir so ein Löffel und lassen es einfach, sieht man, so reintropfen. Das war zu wenig viel, kann man auch ein wenig kleiner machen, so oder so. Und dann lassen wir das Zeug auch drin, den Knäpfleteig, so lang, bis er an der Oberfläche schwimmt, so wie der normale Knäpfle auch. Dann warten wir geschwind, bis alles nach oben kommt, stellen wir das geschwind da nach. Und dann werten wir die Ergebnisse mal zusammen aus. So, schwimmt schon an der Oberfläche. So, dann ich schiebe es geschwind an. Oh, das sieht ja schon spannend aus. Nächstes auf den Teller. Oh, da sind noch Mai drin. Oh, je. Jetzt bin ich gespannt. So, dann. So. So, jetzt lasse ich es ein wenig antricknen da, weil da ist relativ viel Wasser dabei. Und achtet, zeige euch gleich, was wir da nächstes Jahr wohl vor uns haben. So, ich werde jetzt mal auswerten, meine Ergebnisse. Das da ist schon wieder Eiffelturm. Da oben ist spitz, da unten sind Füße. Das da ist ein Ent, da ist der Schnabel. Ente ist auch ein französisches Auto, der passt zu Paris. Gell? Das da, das ist mein Hund. Das ist mein Hund, da ist der Kopf, da hinten ist der Schwanz, der hockt da. Der dicke Muckel da, ja, das bin wohl ich. Also ich schließe mal daraus, dass ich nächstes Jahr mit meinem Hund zusammen in einer Ente nach Paris fahre. Das ist meine Zukunftsvorhersage fürs nächste Jahr. Probiert es einfach mal aus. Und das Gute im Vergleich zum Bleigießen ist, man kann diese Sache für umweltfreundlich entsorgen, wohingegen man das Blei ja irgendwo auch fachgerecht entsorgen muss, weil es ja Schwermetalle sind. Ich wünsche euch was, probiert es aus. Ihr könnt das gern. Eure Fotos, eure Ergebnisse posten bei mir www.facebook.com/Brezelingen auf Facebook und dann könnt ihr mal gucken, was ihr rauskriegt. So, jetzt ist noch die Ente und den Eiffelturm. So, liebe Leute, nachdem ich so viel Glücksknöpfle gegessen habe, muss ich ein wenig spazieren laufen, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Zumindest in dem Jahr noch voll, zum letzten Tag. Leute, bleibt sauber, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Feiert noch schön, trinkt nicht so viel. Wir sehen uns spätestens 2018 wieder. Bis dann, tschüss, euer Axel von Brezelingen.